So, servus, alt. Oh, Echt schon lang drin, aber der Kühlschrank. Entschuldigung, ja, grüß dich erst einmal, aber der irgendwie, glaube ich, kämpft da gerade der Kühlschrank. Das tut weh. Bienen, hast du gewusst, Alter? Ja. Bienen können menschliche Gesichter erkennen, und zwar auf dieselbe Weise wie wir, indem sie Einzelteile zu einem Ganzen zusammensetzen. Das hat man in einem Experiment mit Fotos getestet. Okay. Ja, Sie setzen Einzelteile zum Ganzen zusammen. ja, Die ganzen Bienenfakten von der Sabrina sind echt schlimm. ja, Ja, okay, cool. Also mir hätte es ab dem Zeitpunkt gereicht, wo es gesagt hat, okay, sie erkennen menschliche Gesichter. Finde ich Ja. cool. Warum, ist mir egal. ja, scheißegal. Check eh nicht. Schick geflogen. Voila. Vielleicht doch einmal die zweite Suche. Ja, Ich habe schon gesehen, wie fett du geschaut hast. Gönnung. ja. Interessanter Prost. Flug. Prost. Was trinkst du denn feins heute? Heute gibt es einen schönen Rammer Hell. Das ist jetzt was ganz was Neues, was ich mal ausprobieren wollte. Habe im Supermarkt gesehen und gedacht, nimmst du mal Ja, 12 Tragel mit. aber Paletten. Wie viel ist auf einer Paletten? Ich weiß auch nicht, schau mich nicht so. War aber hier mal ein Ding. In der Corona-Zeit haben das manche Weiß gemacht, ich. so Paletten. Gescheite Leute. Ja. Finde ich auch nachher voll echt cool. Heute Poppy ist mit am Start, ich weiß nicht, wie er es sieht. Da der ist scheiße heiß. So wie uns auch. Aber was Geht. soll's. Danke Mei. nochmal an unseren Vermieter, der letztes Jahr im September gesagt hat, wir kriegen eine Klimaanlage. Es war sogar jemand da zum Anschauen. Ja. Noch nicht gekommen. Aber ich kann mich nicht beschweren, weil ich meine, er ist an seine Schuld. Also ich meine, Nein, er muss ja nicht steht machen. nicht jetzt im Mietvertrag drin. Nein, aber bei dem, was wir zahlen hier, für diese geringe QM-Zahl, Ja. Ja. Mei, Alter, was ist alles passiert die Woche? muss ich jetzt kurz überlegen. Was ist heute? Heute ist Donnerstag, Mittwoch. Ist heute Ich war in Italien. Du warst in Italien, Ja. entsprechend ist wenig passiert. Absoluter Geheimtipp für euch, ihr werdet es noch nicht gehört haben. Bitte auch unter die Podcast-Hörer, das muss unter uns bleiben, sonst ist der Ort irgendwann total überlaufen. Ja. Jesolo. Was ihr Krass. jetzt das schon mal gehört habt? Wo ist das genau? In Italien. Wo? Adria. Ding drüben. Ja. Okay. So richtig mit Strand und allem. Richtig, ein paar kleine Hotels, ein paar Restaurants. Ich habe dich noch gar nicht zu Jesolo gefragt. Ja. Also, was war das Beste, was du in Jesolo gegessen hast? Tatsächlich. Und was war dein pro Tag Bierverbrauch? Weil war ja kein Boys-Trip, Nein, sondern Entspannungsurlaub. ja, Fangen wir mal mit dem pro Tag Bierverbrauch an. Ich sage tatsächlich nur eins. ja, war es, glaube ich, relativ Ja, gut aber es hingekommen. ist auch völlig in Ordnung. Ich habe, glaube ich, einen Tag habe ich sogar nur Weinkenner technisch nur einen Lambrusco getrunken. Ja, okay. Aber macht, also wenn du in Italien bist, macht das auch viel mehr Sinn, weil ich glaube, ein halber Liter Lambrusco hat 4 Euro gekostet Ja. und ein halbe 6 Euro. Und mit einem Was? halben Liter Wo hast du die? Wo hast du das in dem. im Restaurant halt. Ach so, okay. Ja, also im Restaurant. Entschuldigung, dann ja. habe ich jetzt. Was hat der Lambrusco gekostet? 4 Euro, ein halber Liter, glaube ich. Was? Ja, Und Lambrusco, ja, sind nicht 10%, ja, oder? das ist ganz normal. Also der Wein. Nur Wein mit- Kinderwein halt, mit Kohlensäure. Ist aber- egal. Ja. Was? Das ist ja ein Traum. Ja, Wein viel billiger in Italien, also wenn du dann da bist, Aha. macht es eigentlich mehr Sinn, Wein zum Saufen. Ja, also mit Lambrusco da das schaffen, mit normalem Wein glaube ich nicht, weil das mag ich halt nicht so gern, weil ich halt da nicht den Gaumen dafür entwickelt habe, Stand jetzt. Aber trotzdem, aber am Strand oder so war ist immer so ein kleines Eiswagel rumgefahren und der hat auch Bier gehabt und dann schon ein kleines Moretti. Ja. Ja, hätte auch andere Preisen Biere gegeben, aber ich habe mir gedacht, wenn du schon da bist. Und ob ich jetzt ein Becks nehme oder dann ein Bier von den dahigen. Ich trinke ausschließlich Moretti in Italien. Nichts anderes. Weil ich glaube, mal ein Peroni zwischen, aber ich glaube, eigentlich hätte ich mal gemeint, das ist ein spanisches Bier. Ja, Aber nur Moretti. Ja. Ist es gut? Nein, bei Gott. Aber es ist halt in Italien ein Bier und ist aus. und ich mag das Logo irgendwie. Ja, das mag ich auch. Der alte Typ, der gibt mir irgendwie das Gefühl, als der wissen, was er da macht. Ja, wirkt irgendwie so ein bisschen, gibt mir so leicht die Preisstübel-Vibes. Ja. Nein, insgesamt muss ich sagen, also ich war schon mal in Jesolo, da fand ich alles drumherum außer das Essen schrecklich. Ja. Diesmal war es echt okay, also war gut. Jetzt Ferienunterkunft war top. Essen war jeden Tag gut, eigentlich, habe nichts Schlechtes gegessen. Hast du im Hotel gegessen? Nein, Du hast jeden Tag in einem anderen Restaurant. Warst du jeden Tag in einem anderen Restaurant oder hast du eins gefunden und dann? nein, wir waren jeden Tag Geil. in einem anderen. Also wir haben nur einmal, es gibt so einen kleinen, ja, wir sind Dönerladen mit Pizza, wo du halt die Pizza einfach kriegst und die verpisst. Also ein Imbiss. Ja, so, ja, genau. Ja, und der hat gute Pizzen gemacht, so napoleonische. Geil. Ja.
Hat schon ein paar so Stehtische gegeben, also, aber war jetzt nichts Gröbiges, was du den Abend verbringen willst. Ja. Vom Hirs habe ich einen Tipp gekriegt, weil der ist ja sehr oft in Jesolo. Ja. Isst immer so Meeresfrüchte-Nudeln. Geil. Waren richtig, richtig gut. Also selten eigentlich, dass ich sage bei Nudeln, ich bin begeistert, aber Ja. die waren relativ einfach, viel Knoblauch halt, aber richtig viel Meeresfrüchte. Tipp von mir, wenn ihr einen kulinarischen Tipp wollt, fragt einen Hirs. Egal, was der Hirs euch anbietet zum Essen. Also der $1 Hirs, unser Schlagzeuger. Ja. Ihr könnt es essen, weil, ich weiß nicht, der hat... Ja. Ja. Und da ein Händchen, ja. Ein bisschen stressig halt, weil halt alles verpackt war. Also Muscheln und Garnelen, das war schon ein bisschen nervig. Habe ich auch einmal auf der Pizza gehabt, das hat mir ein bisschen runtergezogen, weil es halt echt anstrengend ist. Vor allem waren normale Miesmuscheln und noch kleinere Muscheln und alle waren mit Schale drauf. Das ist hart. Ja, aber trotzdem. Wir machen gut. das, also gibt es da, mich würde interessieren, ob es da eine adäquate Vorgehensweise gibt. Also ob es da, ja, wir machen das Profis, die das oft essen. Weil Ja. du kannst nicht, also Ja, ich kann das mit Essen den nur dann genießen, Ja. wenn ich vorher alles alles, was ich ausbackelt. sehe, ausbackelt und dann fange ich das Essen an. Nein, ich habe es dann schon so ein bisschen random gemacht, also mit ein bisschen kleine Gabi Nudeln, dann mit ein paar Muscheln. Was glaubst du, wäre schneller fertig, weil du darfst eine ganze Portion kriegen, Muscheln einbackelt. Ja, Ich kriege eine halbe Portion Muscheln ausbackelt. ja wahrscheinlich trotzdem, du kannst es dann einfach schaufeln. Also es geht ja nicht ums Wetter. Wir essen beide normal, wenn wir immer essen. Okay. Ja, trotzdem brauche ich länger, glaube ich. Okay. Also nehmen wir zwar dann immer eine Muschel, Ja. und tun mit der einen Muschel die anderen Muscheln raus, so, wie so mit Ja, das ist Essstäbchen. cool, das hast du mir gezeigt. Ja, Seit unserem Krevettenstreit, glaube ich, dir alles. ja. Und ich war preislich, außer jetzt das Bier, echt überrascht. Also auch im Restaurant so einen Pizzen, 10 Euro? ja, teilweise sogar weniger. Also so eine normale Fantastisch. Pizza Salami, 8 Euro. Oder wenn es dann natürlich wieder Meeresfrüchte oder eine mit Gorgonzola und 100 Wurstsorten, Das wo würd ich ich jetzt gerne genommen essen. habe, die hat halt dann so 13, 14 Euro gekostet. Ja, was ja inzwischen so ist, der bei uns auch schon teilweise eher so 17 Euro, Ja. wenn es der besondere, oder 18 Euro mal. Lass mal 19 Euro sein. Und auch so war es relativ angenehm, war noch nicht so viel los. Also war schon viel los, aber nicht so viel. Also gute Reisezeit Anfang, was ist, Mitte Juni. Und Dürre, Wie meinst du? was kostet? Insgesamt Urlaub, alles. was also für eine Woche Ja, Hotel mit, also eine Woche Hotel ja. mit Frühstück wahrscheinlich, oder? Nein, war Komplett? Airbnb. Ah, ja, bin Also geil. eine Ferienunterkunft war von Booking.com. aber Okay, eine also Ferienwohnung. eine Woche Ja, Ferienunterkunft. ich glaube, die hat 500 Euro gekostet. Was? Ja, aber wir waren ja nur 4 Nächte. Ah, okay. Ja, aber man muss auch dazu sagen, da hätte es schon auch noch billigere gegeben. Aber für mich ist es irgendwie, wenn die Unterkunft scheiße ist, dann zieht man das runter. Ja, voll. Und da haben wir dann auch selber Frühstück machen können. Also es war komplett ausgestattet mit Küche. War schon klar, gab ein Schlafzimmer, hat noch ein Zimmer mit einem Bett gegeben und es hat dann noch Küche mit Essbereich. Wie weit Wohnzimmer. war ihr vom Strand weg? Nicht weit, eine Straße. Also Fuhr es einfach drüber, 5 zack. Minuten. Geil. Ja. Also es waren Hotels, eine Straße, noch mehr Häuser, Straße und dann sind wir gekommen. Ja. Also Hundestrand habe ich fahren müssen. Naja. Der war 10 Minuten weg, aber gut. Erst ist mir Unwahrheit verzeiht worden, dass in Italien auch 0,0 ist. Das stimmt nicht. Nein, da ist 0,5. Ja, weiß ich. Also kann ich locker 10 Bier am Strand trinken. Ja, weil den über den Geld Tag- ist verdammt teuer. Ja, völlig. Ja. Ja, das war's. Also, was war das Beste, was du gegessen hast, hast du schon gesagt? Also Pizza, die am ersten Tag, die war mit so einer scharfen Salami, Schinken und Gorgonzola und natürlich alles normale. Das ist eine gute Mischung, ja. Ja, und die war richtig, richtig gut. Auch Der von Tag, also ja, der Tag Rand ist mir immer sehr wichtig. Ja, Ja. nein, war alles top. Haben der einzige Wermutstropfen, sag mal, oder Wermut? Nein, Wermut. Ich muss sagen, ich weiß inzwischen nicht mehr. Okay. Ich glaube, dass beides verwendet, Wermuts- und Wehmutstropfen. Ja. Ja, haben Schwammerl aus der Dosen hergenommen, das fand ich ein bisschen schade. Das macht halt echt einen heftigen Unterschied, Ja. finde ich. Ja. Und dann, also das andere waren dann hier seine Nudeln, die waren auch außergewöhnlich. Okay, Ja. Also, preislich? die waren schon ein bisschen teurer, ich glaube, die haben 18. Nein, ich glaube 19 Euro gekostet. Ja. Oder sogar oder über 20. Ich weiß nicht mehr. Ja, Ja, waren gut, schon. aber dass du beim Lambrusco alles wieder reingeholt. Ja, da habe ich ein Bier getrunken, weil in der Wirtschaft gibt es Augustiner. Ah, Ja. geil. Für 8 Euro dann wahrscheinlich. Nein, war auch normal. Super. 0,5er, 6 Euro. 04er.
Ja, 6 Euro, glaube ich, ja. Aber gut. Hast du Ja. aber nicht die Leute kennengelernt, weil ich weiß ja, dass du, wenn du in Urlaub fährst, ähnlich wie ich bist, dann erst einmal schaust, ja, mein so Gott, geht. mit wem vibet man so? Ja. Ähm, Einen alten Mann habe ich kennengelernt, der hat mir auf der Straße angesprochen und hat mir Geht Fotos ihm. von seinem Dackel gezeigt. wegen Poppy. Ja, genau. Und er ist aber leider schon gestorben, war dann ein bisschen traurig und hat gesagt, ja. Italiener oder Deutscher? Nein, Deutscher, ja. Wie Aus geil, der dass du Oberpfalz. vorbeigehst an jemanden und sagst, mei, schau mal, ich hab einen Dackel Ja. gehabt. Ja, das war auf jeden Fall lustig. Er hat einen Zuchtdackel gehabt. Stammbaum, hat man nicht den Stammbaum genannt, aber damit habe ich nichts anfangen können. Hast du da als das, was du damit anfangen können? Okay. Er hat gesagt, hey Bruder, der ist aus Ungarn, aus dem Tierheim, keine Ahnung. Ja, der kann nix. Ja, schon, ja. Ich bin froh, wenn er schnaufen kann. Ja. Das ist so 50-50. Er ist 6-mal angefahren worden. Nein, ich habe tatsächlich mit niemandem connected. Super. Das ist das Allerbeste. Ja, Italiener angehen, also ich mag die Italiener in der Gastronomie. Die Ja. haben so ein gutes Händchen dafür, wenn man mal einen Witz macht, sie dann aber wieder verpisst und so ein nettes und Ja. gute Laune verbreitet alle. Ja. Wie aufrichtig findest du, dass die italienischen Kellner wirken mit einer Witze? Also, Nein, also wir glaube in jedem Job werden die dieselben Witze sehr oft wieder verzeihen. Aber irgendwie wirken sie ehrlich auf mich, oder ich kenne es halt schlecht. Ja, das kann auch sein. Aber sie wirken aufrichtig nett, also nicht so als mehr jetzt sind sie noch nicht wegen dem Trinkgeld. Ja. Ja, genau. Hundestrand auch eine coole Erfahrung. Waren wahrscheinlich viele Leute mit Hund da. Viel Leute mit Hund, ja. Glaubst du, es gibt Leute, die ohne Hund an einen Hundestrand gehen, war irgendwie cool. Ja, der Hundestrand teilt sich den Strand mit dem ich muss nichts dafür zahlen Strand. Deswegen sind dann da viele, die in der Hand auch liegen. Und Was muss man für einen Hundestrand sein? für 5 2 Euro? Liegen. Achso, für 2 Liegen, okay. Ja, Ja, das ist- klar. das ist Ja, mit dann 2 wär's ein Liegen. Tagespreis von 10 Euro pro Liege. Ja, nein, also 28 Euro hat es gekostet. Wow! Ja. Wow, ja, ist das geschert. Ja, aber man muss dazu sagen, das positiv, du weißt ja, wie in Italien die Ligen Sunbeds zusammen. So, ja, jetzt. Ja. Also es ist ja wirklich Reihe für Reihe, Ja, ja. ohne dass du einen Wie Millimeter am Hühnerstall. Privatsphäre hast. Ja. Und beim Hundestrand ist das Konzept eben, deswegen ist es so teurer, dass du hast deine 2 Liegen, dann ist ein kompletter Platz frei und dann geht es erst weiter, dass sie die Hunde, wenn sie die nicht leiden Was, wenn ich nur eine Liege brauche? Na, hast Pech gehabt. Musst zwar nicht mehr. Ja. Das habe ich befürchtet. Ja. Aber hast du noch eine für deinen Hund. Das hätte für Diskussion Ja. gesorgt. Okay. Ja. Ja, aber gut, was willst du machen? Ja, Also, direkt daneben waren die Behinderten. uh, Ja. Irgendwie haben wir sie da. Also, jetzt nicht, wie soll ich sagen, war ja, als hätten sie da so die. also da hätten sie Also, haben wir die Leute ein bisschen abgesondert, also die Hundebesitzer und die Leute, die. ja, was ist danach gekommen? Asiaten. Nein, dann sind wieder normale Hoteldinger gekommen. Ja. Das war jetzt nicht rassistisch gemeint, gell? Ich Nein. mag Asiaten total gern. Das sind sehr saubere Leute. Ja. Aber ich habe mich dann gewundert, also jetzt hat mich nicht gewundert, warum Behinderte neben dem Hundestrand sind, sondern die, wenn ja ein normales Hotel oder so buchen, dann möchten die da steuern einfach hier wahrscheinlich, oder? Hundebesitzer doch, ja. Ja, stimmt, ja. Naja. Aber ich verstehe nicht, also dass Hundestrände gibt, ist ja wahrscheinlich in erster Linie der Tatsache, dass sie an den Strand scheißen und halt einfach sehr aktiv Und sind. da ist voll pissen. Warum haben Behinderte einen eigenen Strand? Ja. Aber ich behaupte mal, dass du Ja. als Behindert einfach auf den normalen Strand gehst Wahrscheinlich, und ja. vielleicht gibt es da besondere Ja, es hat Annehmlichkeiten. schon, da waren, ich muss auch dazu sagen, dass ich nicht geschaut habe, ob es das bei den anderen Stränden vorhin auch gegeben hat. Du hast quasi mehr so Plastikmatte gehabt, dass du quasi nur weiter zu deinem Strandkörbchen, also zu deiner Liege hinfahren kannst. Ah, okay, ja. Das macht ja schon wieder Sinn. Ja. Okay, ja, okay, dann. Aber ich habe mir bei einem immer gedacht, du arme Sau, also klar, ich verstehe das, dass auch wenn man ein behindertes Kind oder so hat, dass man an den Strand will, aber der ist da, ja, aber da ist dieses arme Kind oder dieser Jugendliche halt komplett querschnittsgelähmt gewesen und wenig mag. Was heißt komplett? Also Ja. er ist halt komplett so im Wagel geguckt. Und Ja, das ab hier oder ja, wo? ich hab ihn nicht gefragt. Ja, hat er seine Arme bewegt oder Nein, nicht? seine Arme nicht bewegt. War er beatmet? Das habe ich nicht geschaut, so genau habe ich nicht hingeschaut. Auf jeden Fall ist der ist da 4 Stunden unter dieser Liege geguckt und so hat er nichts machen können. Aber dann habe ich mir wieder gedacht, gut, du machst ja sonst auch nichts. Also Nein, dann also- schaust halt lieber aufs Meer und siehst was Neues. Ja. Der Piewissel. Und ins Wasser ist er nicht gefahren. Nein. Da nicht. Nein. Da jetzt connecten können. Ja, Was ein Deutscher meinst? Was siehst du? Oder das ist schon wie du? nein. Nein. Ja, das war's dann. Was? So. Wie lange fahren wir nach Jesalo? Schon seine 7 5 Stunden. Stunden. 5? Ja. What? Ja, von da wahrscheinlich
fast 6. Ah ja, klar, du wirst ja von Dingen. Aber ich habe richtig Glück gehabt, keinen Stau beim Runterfahren, keinen Stau beim Hochfahren. Habe ich in letzter Zeit auch sehr oft Glück Ja. gehabt. Also. Aber ich Obwohl ja Brenner gerade ein bisschen tricky ist, aber Schon? anscheinend sind wir zu einer guten Zeit gefahren. Ne? Wieso ist das tricky? Ja, weil ja da gebaut wird. Oder geht's? Macht mir irgendwie geiler, als es Ja. sollte. Ja. Ja, gut, was ist sonst passiert? Stream ohne die Ja, war witzig, nicht weil du nicht Ja. da warst, aber Stefan war mal eine angenehme Abwechslung. Ja. Er redet sehr viel auch. Das ist recht schön. Und So schaut er aus. Ja, schon. Und ansonsten irgendwas war. Ah ja, wir waren auf einer Hochzeit. Kid Rap und ich. Shoutout an Lotus und Jeanette. War eine geile Hochzeit. ja, Da haben wir auch das große Vergnügen gehabt, spielen zu dürfen. Ja. Und für alle, die das hören, das war die letzte Hochzeit. Nicht, weil es uns nicht gefallen hat. nein, Aber wir haben gesagt, jetzt müssen wir hier ein Cut machen ja, und sagen, dass wir nicht mehr auf Hochzeiten und Geburtstage spielen. ja, Weil wir haben ja jetzt fast jedes Wochenende einen Auftritt. Und wenn Ja. wir dann natürlich, egal, also wenn du das da siehst, für unsere besten Freunde hören den Podcast sicher auch, es hat nichts mit euch zu tun, überhaupt gar nicht. Aber wenn wir nicht irgendwann die Entscheidung treffen, wir machen das nicht mehr, dann hätten wir jedes Mal wieder aufs Neue ein schlechtes Gewissen. Und so können wir jetzt ganz pauschal sagen, ja. wir haben uns dazu entschieden, dass das zeitlich einfach nicht vereinbar ist. Oder ihr meldet euch beim Booking. Oder ihr meldet euch beim Booking, kostet 15.000 Euro so ein Ja. Auftritt bei uns, wenn wir euch gut kennen. Ja. Halbe Stunde. Und wenn die Technik kommt. Technik muss kommen, Essen, alles. Ja. Und heute das Recht auf die erste Nacht mit der Braut. Ja. Es ist jetzt schwierig, weil wir gestern schon viel über die Hochzeit geredet haben, deswegen fühlt es ein bisschen wie eine Wiederholung, aber ich glaube, waren ja nicht so viele Leute Dabei. dabei. Leute da, ja. Ja. Was war dein Highlight an der Hochzeit, außer dass wir gespielt haben? Jetzt muss ich mich komplett neu sortieren. Ja. Mein Highlight war der Fotograf. Ja. Der Fotograf, der ist richtig ins Rudern gekommen. War irgendwie ein geiler Typ. Ja. Der ist da unten vor dieser Tribüne gestanden und hat versucht, die Leute irgendwie zu koordinieren, aber das ist Ja. ihm gar nicht so leicht gefallen. Aber das war lustig mit Rot zum Schauen. Lotus und Jeanette haben wir in eine Schattenplätze auch noch hingebrüllt. Ja. Jeanette sau peinlich, dass der Verschluss in den Ketten vorn war. Aber Gott sei Dank hat der jemand darauf aufmerksam Ja. gemacht. Ansonsten, mein Highlight war, ist eigentlich zwei Highlights habe ich. Der Auftritt von Bearded Sisters war mein Highlight. Ja. War wirklich instrumental richtig stark. Ja. Oder insgesamt richtig stark, habe ich gern zugeschaut. Und mein zweites Highlight war, das hast du nicht mitgekriegt, das war wirklich für mich ein Highlight, war, als die Coverband, ich kann es auch nicht merken, Buhard, Buha, Ja. Bourgeois, keine Ja. Ahnung, Gesundheit. haben am Schluss Can't Stop von den Red Hot Chili Peppers, glaube ich, gespielt. Und zwar hat er das Riff auf einer Akustikgitarre gespielt und man hat gemerkt, das hat ihm richtig Bock gemacht. Ja. Und da haben sie richtig aufgetragen. Das war echt voll geil Ja. unten beim Wein dann. Ja, das war nach unserem Auftritt, gell? Ja, der du war so bist heiß. da, dann, ja, du bist wird dran. kurz- Das war ein geiler Termin draußen, aber ich denke mir immer, ich habe mir dann gedacht, jetzt haben die extra die geile Band da unten. Ja. Ich war aber hitzetechnisch auch gerne Ich angewiesen. bin dann immer wieder mal runter, ja. dann wieder hoch. Eigentlich bin ich nur runter, wenn ich mir ein Getränk geholt habe. Ja. Völlig. Aber deswegen bin ich Sehr oft, verdunst. deswegen bin ich oft runter. Ja. Und dann wieder ein bisschen, hey. Und sie haben am Schluss halt dann noch, ich habe es auch brüllt, dass noch jeder Solo spielen soll bei der Vorstellungsrunde und das haben sie wirklich auch sehr geil gemacht. Also, ja, das waren meine zwei Highlights. Ja. Bei Ihnen? Ich mag insgesamt so ein bisschen den Bauern Hochzeit auf, also wenn es nicht zu Ja. streng ist, eben dass es einen Wein gegeben hat, das hat man schon, war schon schön. Das Essen war gut. Bedienungen waren super. Alle? Alle bis auf eine. Ja. Warum? Es gab anscheinend ein kleines Missverständnis in der Kommunikation, beziehungsweise hat sie meine Worte nicht richtig verarbeiten können. Und zwar ist Folgendes passiert. Wir haben gut gespeist, die Bedienung hat abgerammt und ich war la und einige waren la. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt wenn es schon da ist, fragst du das einmal, ob wir noch was trinken können. Und dann habe ich den Satz aber eingeleitet mit bist du gerade aufnahmefähig? Entschuldigung. Bist du gerade aufnahmefähig? Weil Oder magst du das erst abräumen? Ja, genau. Und es war nur so gemeint, dass es okay war, wenn sie erst abräumt und dann wieder Weil zum sie ja gerade Getränk nur zum Tor hat, ja. Und das hat die Bedienung sehr, sehr persönlich genommen und hat gesagt, ja, ich glaube, ich bin, war so wie aufnahmefähig bin. Und dann ist es losgegangen. Ja, und dann Also sie hat nicht richtig zintig reagiert, aber sie hat es versucht, lustig aufzunehmen, aber man hat gemerkt, dass es tatsächlich richtig, ja, dass sie sich richtig angegriffen gefühlt hat.
Und das war, hat sich dann den ganzen Abend durchgezogen. Ja. Aber wir haben es einmal wieder. Ja, ich glaube, wir haben es einmal gesagt. Dann. Ich habe es dann nochmal drauf angesprochen, als der Kid Rap gerade nicht da war. Ich gesagt, also, ich muss ihn nochmal ganz kurz fragen, weil der Kid Rap hat früher auch als Bedienung mal gearbeitet, bevor er eben Milliardär geworden ist. Und der hat das tatsächlich rein höflich gemeint. Ja, sie muss schon sagen, sie hat sich halt da schon ein bisschen aufgeregt, weil als Bedienung wird man eh schon so oft als Mensch zweiter Klasse behandelt. Und ja, also doch, ja, kann schon sein von ein paar Leuten. Ja. Weil, ich meine, das sind dann die Leute, die im Monat eine 1500 brutto verdienen und sie dann natürlich über so eine Bedienung stellen. Ja. Und das macht mich auch rasend, aber egal, ja. Schöne Hochzeit, wir haben fürs Taxi haben 120 Euro gezahlt. Ja. Da wollten wir nochmal mit Jeanette und Lotus reden. Ja, das ist das ist ein bisschen dazu. Da müssen wir zusammenhelfen. Ja, weil wir kommen ja gern. Aber nicht zu jedem Preis. Da hat die Bedienung auch ein bisschen was mitgemacht mit mir, weil wir da kein Handyempfang nicht gehabt. Vor Ort, also ich zumindest nicht. Schon. Okay. Und dann habe ich eine von den älteren Bedienungen gefragt, ob sie ein Telefon haben. Und dann ist es halt nicht gegangen. Und sie hat auch erst nicht gewusst, warum. Sagt, das gibt's ja nicht. Dann habe ich gesagt, hat der Much nicht mehr die 1212. Dann sagt sie, doch, eigentlich schon noch. Ja, und dann hat das aber rausgekommen, dass man 0 vorwählen muss. Und hast du nur 1212? Nein, schon, das war eine Vorwahl, weil wir waren in Wolfratshausen, aber ich habe halt 08041 1212 gewählt und nicht ein 0 und dann 08041. Also man hat dann 0 vorwählen müssen. Okay. Ja, wie damals 1900 irgendwas. Ich habe noch nie gehört. Vielleicht ist es ein Schutzmechanismus, dass nicht wieder irgendjemand anruft. Okay. Kein Plan. War das der Moch, der uns gehört hat? Ja. Also nicht persönlich, aber seine Taxifahrer. Ja. Hat der Kid Rap noch, also dank am Stefano hat es noch Dosenbier gegeben, aber das Dosenbier ist den ganzen Tag, wirklich den ganzen Tag ab Mittag. Ja, ab Mittag ist es bei 35, 40 Grad im Auto gelegen. Hat uns aber nicht eine Sekunde davon abgehalten, das auf der Heimfahrt zu saufen. Und es war. Hast du schnell trinken müssen? Sonst hast es war völlig ausreichend für den Zweck. Also ich bereue nichts. Nein. Ja, mehr ist ja gar nicht passiert. Nein. War eine schöne Woche. Ja. Thema der Woche: Pride Month. Stolzmonat. Übersetzt. Aha. Seid ihr stolze Deutsche? Also es geht um Fußball, nicht um die Gay Pride. Ja. Ich bin stolz, Deutscher zu sein. Es wird oft kritisiert, habe ich mitgekriegt. Wenn Leute sagen, sie sind stolz drauf, Deutscher zu sein, weil sie ja nichts dafür können. Ich sage es auch nicht, ich finde es cool, Deutscher zu sein. Ja, ist auf jeden Fall praktisch. Also, ich glaube, es gibt wenig Länder, es gibt wenig Länder, in denen du auf die Welt kommen kannst, wo es da so enorm gut geht. Es gibt natürlich sehr viele Leute, die sich trotzdem darüber aufregen, wie schlecht es ihnen geht, aber ich glaube, du hast wenig. Ab und zu frage ich mich, ob wir dann jetzt so ein bisschen im Elfenbeinturm hocken in Bayern tatsächlich. Also es ist halt hier schon. Klar, du kannst jetzt natürlich auch in Düsseldorf in diesem komischen Wohnkomplex aufgewachsen sein. Aber ich glaube, dass wir halt anders gestrickt sind. Dass wir halt dann. Ja. Aber auch trotzdem, auch wenn es da scheiße geht in Deutschland, egal in was für ein Bundesland hast du. Also es ist immer besser wie woanders auf der Welt und das darf man nicht. Oder in vielen Orten. Klar, Skandinavien ist nochmal was anderes. Hier Schweden, schon. Norwegen, das zählt ja nicht. Aber grundsätzlich. Also insgesamt muss man sagen, Europa schon eigentlich ein guter Ort, um auf die Welt zu kommen, weil hast auf jeden Fall mehr Chancen wie jetzt andere Menschen in Afrika zum Beispiel. Weil ich meine, du kannst in Afrika ein richtiger Fuchs sein, aber hilft halt nichts. Wärst trotzdem schon in der Goldmine ein Sieb durchlassen durchs Wasser. Also, aber ich war eigentlich, mir egal, hier ist der Sieb und jetzt verpiss dich. Nein. Also grundsätzlich, ich finde es geil, Deutscher zum sein, ich bin auch stolz, Deutscher zum sein. Der Mensch sucht ja immer Dinge, mit denen er sich identifizieren kann. Und das ist halt dann nochmal Deutschland, also das Land, wo ich auf die Welt gekommen bin. Klar, es gibt Schattenseiten in der deutschen Geschichte, aber halt auch viel großartige Errungenschaften, sei es ganz speziell aus der Wissenschaft, dann das Land der Dichter und Denker. Ich finde es geil, dass zumindest viele Deutsche, ich mag die deutsche Pünktlichkeit, ich mag die deutsche Disziplin. Das feiere ich schon sehr. Und halt nach wie vor Deutschland, wie geil ist es in einem Land zum Leben, in dem du einfach alle Jahreszeiten mitmachen kannst. Ja. Deutsche Bank kennst du aber. Thema Pünktlichkeit. Ich bin, Alter. Kennst du meinen Scheiß-Kontostand? Es gibt nichts auf der Welt, was mich dazu bewegen hat, mit den Öffis zum Fahren, außer wo ich saufe. Ja, schon, außer aber nach Mingas. Weil ich bin halt nur ganz kurz Unterchauffeur. Da muss ich jetzt hin.
Ja. Ja, ich glaube ab und zu, also ich glaube mir halt so, also ich fühle mich als Bayern noch ein bisschen mehr special. Ja, das also, stimmt. Das ich gibt bin noch einen also Top. wenn mir jemand fragt, was ich bin, da der als erster sagen Bayer, nicht Deutscher quasi, also so von der Rangordnung her, wie ich mich selber Also ich finde fühle. es auch noch cooler, Bayer zum sein, als Deutscher zum sein. Ja. Und auch, dass man sich, also ich glaube, ich kann mit Leuten, die wo jetzt in Österreich oder Südtirol leben, mehr anfangen, rein so vom Gemüt her, wie jetzt mit vielen anderen Leuten. Sind ja auch irgendwie. Ja, ist klar, das sind ja alles. Sind ja da als Bergvölker. Ja, genau. Und ich glaube, da und haben wir halt auch alle bajuwarische Sprache und keine, was die reden, germanische Sprache, preußische Sprache. Ja, nein, es gibt auf jeden Fall viele Sachen, die wo in Deutschland gut sind. Und ja. Was ist für dich ein richtiger Allmann? Der Allmann wäre ja natürlich meistens negativ. Ist ja negativ behaftet, aber für mich ist der klassische Allmann der Ding, wie heißt der? Der. Laude. Nein. Der Meister. Oder der Typ, der alle Leute, der mit seinem Radl rumgefahren ist. Und Achso, ja. Der Kontrolleur, irgend sowas. Ja. Das ist für mich so der Inbegriff. Oder es gibt ein Reel, das einen Allmann sehr gut beschreibt. Zuerst Allmann sind Karens schon mal ein bisschen. Ja. Aber was einen Allmann am besten beschreibt, das ist dieses Pärchen, das auf dem Radl gehockt ist in der Stadt und sie Schwimmnudeln an einer Radl da hat, die nach links außen stehen und genau 2 Meter lang waren, um zu signalisieren, dass Autofahrer 2 Meter Abstand halten müssen. Und das sagt eigentlich alles über einen Deutschen aus, über einen Allmann aus, was du wissen musst. Ja. Das ist auch sehr kleinlich, auf sein Recht beharrend. Ich hasse ein kleines bisschen, was aus den meisten deutschen Männern geworden ist. Also fällt einer schon hart an Maskulinität. Das sind alles eben solche Leute, die sich dann lieber hinter dem Gesetz verstecken. Das heißt nicht, du musst jemanden gleich auf die Fotzen haben, aber trotzdem, die immer mit so einer Grundangst leben und sie dann eben über das deutsche Rechtssystem. Das ist eigentlich das allererste. Immer wie sie hinter so einem großen Bruder verstecken, sozusagen. Ja, also immer ein bisschen so, es gibt irgendwie wenig Mitte, was das angeht. Sondern entweder du bist halt so ein Opfer oder du bist halt dann stabil und ein Nazi. Das stimmt, das ist das Traurige. Also, weil dann geht es halt dann gleich in die extreme Richtung, aber ich meine, du kannst ja einfach für dich selber einstehen, ohne dass ich jetzt halt, weil ihr nicht, wie soll ich sagen, nur weil ich jetzt ein Loser bin, muss ich ja nicht gleich Sicherheit in einer Gruppen so mich radikalisieren. So rum. Ja. Das haben wir Bayern, das haben wir auch besser. Also, voll. Wir waren alle schon rechts. Ja, schon, wussten nicht, dass seitdem modern ist. Das ist schon vor Hitler. Also das war. Also von dem her, da macht uns keiner was vor. Ja. Nein, das ist wild. Ja. Ich finde es mittlerweile richtig anstrengend. Also wenn du ins Internet gehst, finde ich, wirst du immer bombardiert mit nur links und rechts. Und es wird alles so laut, dass man so ich glaube, dass viele Leute das Gefühl haben, sie müssen sich entscheiden für irgendeine Seite. Ja, das stimmt. Obwohl es eigentlich also ich glaube, dass die meisten Leute eigentlich normale Menschen sind, also die wo es ist doch dann immer, wenn es mit den Leuten so in 4 Augen redest, sagst dann, auch wenn sie jetzt eine rechte oder konservative Ansichten haben, nein, es gibt schon, und der Ding ist eigentlich netter und bla 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 und dann haben wir halt wenig Berührungspunkte und vor irgendwas Angst, vor was auch immer. Und dann, Die ganzen Leute, die so extrem rechts oder extrem links sind für mich so 90% Leute, die einfach Anschluss in irgendeiner Gruppierung suchen. Das ist das Gleiche, wenn sie jetzt wenn sie jetzt ein Skateboarder gegen BMXler verschwören. Denen geht's nicht um das. Ich glaube, viel geht es nicht um die Sache in erster Linie, sondern darum, irgendwo dazu zu kehren. Und dadurch, dass sie jetzt dann bei der Gruppe dabei sind, dann beschäftigen sie sich damit. Genauso wie ein scheiß Skateboarder dann damit beschäftigt, hier macht die ganze Halfpipe kaputt. Ja, genau. Exakt das, Und Leute, die dann plötzlich zu den extremen Linken gehen. Wie viele Leute gibt es, die vom komplett linken Lager ins komplett rechte Lager wechseln und andersrum? Und was dann, richtig, Und dann werden es zur Frau auf einmal und das Ding. Und dann denke ich, das ist halt so hart schädlich, wenn du Politik dafür verwendest, einfach um deine eigene Zugehörigkeit, eigentlich, obwohl du einfach nur Anschluss in der Gruppe suchst, das dann zu einem Politikding zu machen und sehr viele Probleme zu sagen. Das ist ich glaube, dass das auch die Fronten extrem verhärtet, wenn du wegen allem, was du sagst,
rechts oder Nazi bist Ja. oder wegen alles, was ansatzweise liberales, links-grün versifft bist. Ja. Weil im Endeffekt, glaube ich, ist einfach wurscht. Ich denke mir oft, also ich schaue mal, wir leben jetzt ja schon eine Zeit lang auf dieser Erde Ja. und egal was passiert ist, also dass die Sachen ein bisschen teurer geworden sind, hat sich in meinem Leben nichts geändert. Nichts. Gar nichts. Flüchtlingskrise, gut, jetzt haben wir ein paar Flüchtlingsheime, hat aber für mich persönlich nichts geändert. Also so habe nie irgendwie da viel Kontakt oder Stress gehabt, sind jetzt ein paar unterwegs. Ja, also das Einzige, was sich für uns aktiv geändert hat, ist, dass es am Gang jetzt sauber riecht bei uns. Ja, stimmt, ja. Und man muss ja auch sagen, weil ja immer da auf die Politik geschimpft wird, egal wer da an der Macht war, aber es war ja kein deutsches Problem, sondern es war ein globales Problem. Ich meine, überall ist die Scheiße teurer geworden. Und ich glaube, da müssen wir einfach schauen, dass man nie vergisst, wer wirklich schuld ist. Ja. Die Okay, Weiber. einfügen, ja, die Frauen. Nein, die Frauen sind schuld. Das und die Radlfahrer, die weiblichen Radlfahrer, die eine eigene Kacke auf dem Trail fressen. Ja. Nein, nicht auf dem Trail, weil Trailfahrer sind mir egal. Auf der B irgendwas. Ja. Ich habe eine kleine Radlfahrergeschichte. Ich bin jetzt beim Sylvenstall hintergefahren. An Sylve? Am Sylve, ja. Also schon vorbei Richtung Österreich quasi. Und dann sind drei Radlfahrer hintereinander gefahren, neben dem Radlweg auf der Straße. Ja, klar. Und das ist einer der schönsten Radlwege überhaupt. Ja. Und es ist saunervig, da lang nachzufahren. Und ich habe gewartet, bis es halt wirklich safe war, damit ich keinen von den Arschlöchern dann runterjage. Ja. Dann habe ich halt in dem Moment, wo ich gehabt habe, wo ich aufs Gas gedrückt, habe die 1,5 Meter eingehalten und bin vorbeigefahren. Und dann schaue ich in den Rückspiegel und dann macht einer so. Und ich habe gedacht, so willst du mich verarschen. Ich habe nicht aufs Gas gedrückt, um euch ans eine zu würgen, sondern damit ich weg kann und kann von den Arschlöchern umbringen. Kann, ja. Ja, gedacht, so. Ja, die Abgase, die es da gefressen haben. Ja gut, das sind selber schuld. Ja. Ja. Na, da bin ich jetzt auf einer Seite, Entschuldigung. Bist du ein Allmann? Nein. Nein. Also ich habe schon Eigenschaften an mir. Also ich habe schon, von uns alle definitiv der Größte. Ich habe jetzt einmal, mir ist wichtig, dass Leute pünktlich sind. Ich bin scheiße weiß. Ja, ich merke, dass ich sehr deutsch bin im Ausland. Also ich habe mir zum Beispiel im Airbnb gedacht, wo wir waren, super schönes Airbnb, hat alles passt und in der Duschen, da war so ein Ablauf und da hat einfach eine Kachel gefällt. Und ich schaue mir das so an. Das ist doch nicht notwendig. Das könnte man, das wäre in 5 Minuten behoben. Ja, und dann habe ich so gedacht, warum? Das ist halt einfach schön. Ja. Also wie gesagt, ich bin eine brutale Bauaufsicht, obwohl ich nichts kann, wenn ich irgendwo hinkomme. Ja, und vor allem, wenn es dann mal ausschaust, was bei uns alles nicht fertig ist. Das macht es nur lustiger. Ja, also bin ich im Hotelzimmer, aber ich denke mal, das müssen ja Leute machen, die das ja beruflich machen. Ja. Also, gehen in Ägypten ins Hotel, ein paar rein und denken wir, geschlampert, verfugt. Du musst dir halt vorstellen, die verfugen das halt so, wie du deine Texte schreibst. Also nicht deine Rap-Texte, sondern jeden anderen Fließtext. Die machen das. Ja. Die sehen, das passt, die kriegen aber die Handwerker werden auch nicht wieder eine negative Rückmeldung kriegen, sondern das passt. Ja. Jemand wie du regt sich dann natürlich drüber auf, aber das ist alles. Ja. Wo ich auch sehr wenig Menschen vertraue, ist beim Thema Achterbahnen. Da vertraue ich Deutsche. Allgemein sicher. Also und Japaner. Ja. Nicht einmal Amerikaner. Für mich sind Amerikaner auch richtige geschlamperte Uhus. Thais? Nein, das sind nicht unbedingt. Nein. Vielleicht hab's deswegen na klar, also ja. Ich meine Österreicher und Südtiroler natürlich auch. Schweden, Norwegen. Ja. Schweden und Norwegen. Aber einmal bin ich in Südafrika gesiplined. Ja. Dann haben wir gedacht, so, es ist gut gegangen. Ja. Dann haben wir danach gedacht, so, ihr werdet die Seile nie prüfen, meine Freunde. Da gibt's in Südafrika Ziplinen ist wie wenn wir zwei ein Seilfest bin und sagen, schwingt's ruhig. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie gut du knoten kannst, aber ich schätze, du wirst genauso schlecht Knoten machen wie ich. Ich mache einen Knoten und dann noch einen und das sind alle Knoten, die ich beherrsche. Und die mache ich ja nicht besonders fest. Ja. Nein, ich habe schon viele Allmann-Dinge. Also ich mag gern, ich bin Fan davon, sich an Regeln zu halten. Ja. Oder was heißt an Regeln halten? Ich mag, dass es Regeln gibt. Ja. Und mir regt es auf, wenn jemand anders sich nicht an Regeln hält, an die ich mich halte. Ja. Wie steht es zum Thema Ruhezeiten in Hotels? Da bin ich völlig fein damit. Da schaue ich auch drauf. Ja. Also der Besoffene halt auch ist nicht so ein Mann. Nein. Aber ich muss auch sagen, ich darf mich auch nüchtern nicht über Ruhestörung, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich mich da schon mal aufgeregt habe, oder? Nein, wir sind die Ruhestörer. Ja, von dem her. Ja.
sonst. Ich bin auf jeden Fall keine Spaßbremse. Wie wir junge Leute sagen. Ja. Das nicht. Und seine Moves sind auch sehr allmannig. Oh ja, das stimmt. Der wenn ich mir ab und sehr zu weiß, so lateinamerikanische Völker anschaust oder aber das ist nicht sogar normal. Polen gingen schneller und entspannter auf so Gibt es Tanzflächen. jemanden, der noch steifer ist als wir Deutsche, glaubst du? Ich glaube Weil die Österreicher, glaube ich, gar nicht. Die haben auch einen guten. schon, also wenn es jetzt so einen Urtiroler trifft zum Beispiel, dann kannst du Wahrscheinlich der klassische Chinese oder Japaner, weil die sind ja einfach schon von der Erziehung her so hart. ja, Russen kann ich mir auch vorstellen, dass die jetzt, also rein was Moves angeht, nicht so Ja, eskalativ sind. Weil die auch sehr, ich glaube, alle, was ein bisschen Kälte in der Persönlichkeit, auch Skandinavier, glaube ich, Herz sind haben, jetzt ja. nicht Die so. sind brutale Tänzer, bin ich mir sicher. Ja. Hey, ich bin der Alte von Los Brutalos. Früher war ich ein kleiner hässlicher Wichser. Heute bin ich immer noch ein kleiner hässlicher Wichser, aber mit wesentlich mehr Erfolg. Meine Mom hat mehrfach versucht, mich abzutreiben, aber der große Mann da oben wollte mich nicht haben, weil ich ein kleiner hässlicher Wichser bin und der Mann da unten wollte mich nicht haben, weil schon zu viele kleine hässliche Wichser da unten waren. Meine Schulzeit war nicht unbedingt einfach für mich. Die Leute haben nicht mit mir gesprochen. Der einzige Mensch, der mit mir gesprochen hat, war die Putzfrau und auch nur dann, wenn ich in ihrem Schubskreis war. Eine der Putzfrauen war übrigens meine Mom und sie hat am festesten geschubst. Dank Boris Brand kehrt das alles der Vergangenheit an, weil ich jetzt endlich in den Musikvideos mitspielen kann, in denen ich schon immer mitspielen wollte und da sind echte Frauen dabei. Ich kann also behaupten, dass ich echte Frauen kenne. Wenn du also ebenfalls so erfolgreich werden willst wie ich, obwohl du ein kleiner hässlicher Wichser bist, dann bitte sei gut zu dir selbst, geh zu Boris Brand. Was für Allmanns hassen wir, haben wir eigentlich schon gesagt, oder so grob. Also, Möchtest du Namen oder? nein, also als ein Beispiel, Isa Ranger. Haben wir letztens drüber geredet. Ja, Isa Ranger. Ja. Isa Ranger sind für mich jetzt ganz, ganz weit oben. Ja, Einfach nur, und zwar nicht wegen dem Job, den sie machen, weil der Job, den sie machen, ist gut und auch wichtig, aber die Art und Weise, wie sie einen Job machen, die leben nur zu kurz das Leben einer Politesse, weil Politessen versuchen, glaube ich, schon gegen diesen schlechten Ruf immer so ein bisschen anzukämpfen, mit denen kannst du drehen. Es gibt immer Arschlöcher, aber die sind nicht so grundweit. Und so ein Drecks-Isa Ranger ist zu 100%, denkt er, dieses selbstgerechte Arschloch, dass er gerade im Namen Gottes unterwegs ist. Und da kann die austicken. Wirklich die Art und Weise, wie dieser Hurensohn auf die Leute zugeht. Schlauchbootfahrt in Isarburg, wie der mit den Menschen umgegangen ist da. Das ist unfassbar. Ich weiß nicht mehr, was war, aber der hat ein paar Burmer so blöd angemacht. okay. Und ich habe einen Zacken gehabt. Leck mich am Arsch. Und du hast das ja 0,5 Promille Ding, Alkohol. Grenze, Aber er ja. darf nicht testen. Ja. Von dem her gesagt, haben wir ein bisschen was getrunken. Also, ja, schon. Ein bisschen was ist gut, mein Ja, Freund. mein Freund, ich weiß nicht, wo deine Stimme herkommt. Madame. Ja. Nein, die ist gut, dass du sagst, weil die hasse ich schon sehr. Ja, wir haben eh schon Verspätung. Tut. Ich muss Alles weiter. einsteigen, ja. 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 Ja, nein, also ich finde ja insgesamt Menschen, die wollen eine Machtposition ausnutzen, ich glaube, so kann man es auch zusammenfassen, ultra nervig. Also das konnte ja immer und Ja, überall ja. passieren und ja. Allmanns, die einer Radl zu stark beladen. Ja. Mag ich auch nicht. Ja, ich finde alles, was so, also wir Deutsche haben echt ein Händchen dafür, Sachen uncool zu machen. Also, Das stimmt, ja. Also ich meine, du hast ein Radl, schau nach Indien, da hocken 6 Leute auf einem Moped Ja. und haben noch ein Händel dabei. Und schaut viel geil aus. Und schaut super lässig aus, was ist unser Pendant dazu? Ein Lastenrad. Ja, stimmt. Wow. Ja. Ja, das ist halt so scheißsicher. Ja, in Italien alle schön mit dem Roller auch zu 6 drauf. Ja. Ja. Und in Deutschland kriegst du wahrscheinlich eine Strafe von 2000 Euro, wenn dein Kind früher falsch rumfährt Schon, ja. im Ja. Kindersitz. Ja. Ja. So sind es, die Deutschen. Scheiß Deutsche. Ja. Ist das Fazit, dass sie die Deutschen ein bisschen lockerer machen müssen? Macht's einfach weiter so. Macht's es, wie es wollt. Muss Ist ja mir jeder selber scheißegal. wissen, ja. Jeder kann für sich entscheiden, weil da macht gar nicht jeder Ja. so checklässig-mäßig. So locker. Nein, kann ich locker nicht so durch die locker Hose flockig. atmen. Ja. Ja, sei wie Ja. wird so. Also- Sauft ein bisschen mehr, dann geht's euch ja besser. Ja. Ich denke mal halt, wenn, also ab und zu, wenn halt jeder so war wie wir,
dann das war ja absolutes Chaos. Das war ein Albtraum. Also, ja. Also wenn es jeder reicht schon. unstrukturiert war, stell dir mal vor, so eine Leute wie wir da im Finanzamt arbeiten, wie oft, dass ich dann da wieder irgendwo anrufen muss und die sagen, du, ich bin komplett in der Zeile Das verrutscht. ist komplett verzählt, Alter. Mit deinem Namen nicht einmal im System, Bruder. Was geht mit dir ab? Wer bist du? Ich hab dich hier irgendwo in Baden-Württemberg gelistet. Ja. Nein, das war Das- schlimm. Also ja. ich glaube auch, dass ich weiß nicht, wie gut wir zwar mit zu viel Leuten, die sind, wie wir uns vertragen werden auf Dauer. Ja, nein, das Ich ist kann ja einfach nicht jeder anstrengend. unseren also wir brauchen ja, wenn wir schon oft gesagt haben, relativ viel Raum. Ja. Und irgendwann ist der Raum halt voll. Ja, schon, ja. Und dann der Schiersinn. Ja, Nein, ist so. Und dann sage ich so, Ja. der letzte Witz war mir zu lustig. ja. Du wärst der Gefahr. Ja. Abfahrt. Ja, Ja. Wie war das bei Yellowstone zum Zug bringen? ja, zum Bahnhof. Fuck. Ja. Weil die Leute so geliebt haben, halt auch. Mhm. Ein kleines Namen-Bashing. Ja, Nein, nicht wieso den Bashing? Ja, vielleicht schauen wir Einstufung, mal. eine kleine Ja, Einschätzung. ich möchte erst einmal von dir wissen, wie stellst du dir so eine Yvonne vor? Yvonne, Yvonne. das kann ich das sagen. Ja. So. Genau so. Ja, aber ich schreibe es erst, also wenn es jetzt einmal unabhängig davon wird, dass du Yvonne beschreiben. Ich kenne halt ein paar Yvonnes Ja. und Yvonnes sind wiederum jetzt meistens blond, finde ich. Eine Yvonne ist entweder blond oder gefärbt, haben auch Bock auf bunte Haare, meiner Meinung nach. Ich habe ein, zwei scharfe Yvonnes kennt. Auch hier wieder ganz große Tendenz eigentlich Richtung Osten, muss ich sagen. Für mich Yvonne. Ja. Ein Rating gewinne ich mal ab, da habe ich sehr viel Kritik dafür erfahren. Ja. Beruflich sehe ich Yvonne sehr, sehr stark beim DM arbeiten. Es tut mir leid, dass ich Frauen jetzt immer im Einzelhandel einstufe. Es hat nichts mit Frauen zu tun. Vielleicht ist es Buchhaltung. Ja, Buchhaltung bis zum mittleren Management. Okay. Fragt sie mir mal später zu einer Lena, weil Lena, aber ist ja wurscht. Ja, Ja. wie sagst du, Yvonne? Ja, ähnlich, aber gleich mal ein Schaubeispiel. Ja. Für mich, wenn ich an eine Yvonne denke. Warte, ich leite das mal kurz ein. Also, liebe Freunde, weil das letzte Namensreel ja ziemlich gut angekommen ist, so stellen wir uns eine Yvonne vor. Wir haben uns nicht mehr gekriegt. Ich habe letztens diesen wunderschönen Fisch aufdrin, diesen wunderschönen Hecht. Ja. Und ich habe mir mal lange überlegt, wie nennen wir ihn. Und Ja. hin und wieder ist es so, da macht es Klick. Ja. Und ich gesagt, das ist doch sowas von Yvonne. Ja, Also, das sind so viele Eigenschaften. ja, auf jeden Fall. Weil dieses glitschige, schmierige, dieses nicht fassbare, Diese toten Augen. diese toten Augen, aber halt natürlich auch bissig, gell? Also schon auch jemand, der zubeißen kann. Ja. Und er zuschnappt und Ja, wieder weg. Ja. Ja. Auf jeden Fall ein Raubtier, Ja. Yvonne. sehr besitzergreifend, Ja. sehr territorial. Ja. Das alles sind Yvonnes für mich. Was für ein Sternzeichen hat der Yvonne für die? Waage, nein, Fische. Fische, Fische, Ja, Fische. Löwe vielleicht noch. Ja, kann sein. Ja. Krebs, Skorpion, giftig. Ja. Ja, er müsste man näher. Keine Erdzeichen. Nein, was sind jetzt? Keine Ahnung. Okay. Ich glaube, ich bin ein Stier ist ein Erdzeichen. Keine Ahnung. Ja. Also Fisch ist ein Ich Wasserzeichen. bin Zwilling, danke der Nachfrage. Oh, Aszendent weiß ich nicht. ja. Aszendent Arschficker. Aszendent Muschelek. Ja. Ja, ist so. Okay. Ja, was das zu sagen, wird jetzt du einen Basti beschreiben? Basti sind immer ein bisschen crazy. Ja. Bastis sind für mich in einem Fußballverein zu engagiert. Ja. Ja, definitiv. Ja. Nein, Basti ist jemand, der Basti sind oft, Ausnahmen gibt es auch nicht allzu selbstsicher. Basti denkt ja immer, er muss ein bisschen lustiger sein, als er eigentlich ist. Ein klassischer Ja. Klassenclown. Ja. Das ist aber auch schon, weil die Leute das eben Basti und nicht Sebastian nennen. Ein Basti hat für mich im Verhältnis zum Körper zu lange Arm. Also so Ja, Schwinger, klar. so ein bisschen Schwinger. Conor McGregor-Arm, so ein bisschen. okay. Arthur-Arm. Full King of Queens, so Ja. also ich gern Basti, ja.
Basti, ich kenne aber keinen richtigen Trottel Basti. Also ich habe keine schlechten Erfahrungen mit Bastis gemacht. Und einen großen Adamsapfel hat er. Ja, safe. Safe. Unsere Leute sind granig. Ja. Ansonsten auch Basti sind sehr umgängliche Leute, die man gern um sich hat, die aber niemals irgendeine Führungsrolle einnehmen Nein, können. auf Das keinen ist Fall. völlig unmöglich. Ansonsten auch dunkelhaarig, ausschließlich dunkelhaarig. Vielleicht gibt es einmal einen rothaarigen, aber das sind dann sofort ausgestoßen. Das ist ein Job noch gegeben, war der Tankwart. Tankwart oder ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass er in einem Callcenter arbeitet. Ja, 1:1. Auch da hätten wir ein Beispiel da. Aus der Nein, Tierwelt. weißt du, wo ich am Basti auch noch sehe? In einem Bioladen. Ja, stimmt, Ich ja. sehe am Basti sehr stark in einem Bioladen und da ist er aber in die ersten 3 Monate relativ gut drauf. Ja, Und dann ist er nur noch genervt. Und ja. Dann, wenn wieder so ein Hippie-Bastard, so ein Sack Hirse auf. ja, oder der Rettich. Ja, und der ist 15. Mal, dass er sagen muss und die ganzen kleinen Kugeln. Ja, dann flippt ein Basti aus, das ist klar. Ja, auch da haben wir jemanden dabei, jetzt mal nochmal aufstehen. Tierwelt. Hast du jemanden dabei, der ausschaut wie Basti? Ja. Ah ja. So. Das ist ein Basti. Das ist schon ein Basti, ja, das muss man jetzt auch sagen. Man muss jetzt, ich möchte ehrlich zu euch, ich möchte ehrlich zu euch sein, er hat bei uns, weil es halt einfach der erste Name ist, den er gekriegt hat, den Namen Hauke, Ja. aber er kann auch jederzeit ein Basti sein. Deswegen hast du das mit dem großen Nein, das ist mir Adamsapfel. einfach so eingefallen. Ja. Das ist ein sehr schönes Tier. Man riecht ihn natürlich, auch Poppy Ja. riecht ihn. Aber ja, so sehen wir die Basti. Ja. Jetzt wollen wir mal schnell runterschauen. Entschuldigung. Passt schon. Was ist ein Nick für dich? Nur ganz schnell. Nick. Ich möchte das Spiel nämlich das nächste Mal machen, wo nur ein Wort. Ein Wort. Also ein Name und du sagst nur ein Wort dazu. Nick. Preis. Ja. Keiner in Bayern heißt Nick. Nein. Sondern Nicky. Nicky, ja. Nicholson. Ja. Der Nietzsche. Ja, Nickeroni. Ja, sowas. 5 Fragen an Los Brutalos, das sind wir. Okay. Die Wend. Oh Gott, das kann ich schon nicht mehr lesen, jetzt ist es soweit. jetzt Peinlich. brauchen wir noch eine. Ja. Die Welt veranstaltet ab jetzt weltweite Hunger Games. Welche 5 Promis aus Deutschland schicken wir ins Rennen? Geil. 5 Promis aus Deutschland in die Hunger Games. Also wir brauchen noch jemanden aus die Seven vs. Wild. Ist das Ziel, dass wir gewinnen oder dass die sterben sollen? Also das Gewinnen. Ah, okay, gut. Also pass auf. Es sind es ist ja also das ist ja, also ja schon, es überlebt ja noch einer, nicht ein Team, oder? Ja. Also dann da die Japaner schicken, wo ich weiß, die sind schwach. Ja. Weiß Oliver ich Pocher war meine erste Wahl. Oliver Pocher da die mit rein schicken. Ja. Dann da die mit rein schicken. Also wer kann denn gewinnen? Weil ich möchte schon, dass wir es holen. Joey Kelly. Joey Kelly, ja. Nein, ist- was ist mit jemandem wie mit dem Fritz Meinecke und so? Nein, wer Joey holt Kelly uns ist. Ich weiß, dass es jetzt harter Ficker ist, aber der ist halt jetzt schon sehr alt. Ja. Ja, der hat schon mal rasiert. Ich weiß schon, aber trotzdem, der ist zu alt für, als dass er das Ding holen kann. Er hat gegen Fritz Meinecke gewonnen. Der hat vorher aufgegeben bei Seven vs. Wild Team. Okay, krass. Ja, Joey Kelly ist Na. Oder der Publikumsliebling. Er ist ein sympathischer Typ. ja, Ja, ich glaube, der hat schon gute Chancen, auch wenn er alt ist. Also alt. ja. Und Till Schweiger, Ja. einfach weil ich schauen möchte. Ja, ich glaube, der hat schon Biss. Der hat Ja, Biss. und vor allem der sauft er gerne, also dann teilweise nicht mehr, dann schon wieder. Ja, er ist mit sich auf jeden Fall nicht im Reinen und ich glaube, das sorgt für Spannung. Ja. Ein Teddy, der die Ansicht gerne aus dem Humorfaktor reinschicken, Ja. aber der darf halt sterben, weil er zu lustig ist. Naja, wahrscheinlich, ja. Er ist schon sportlich, glaube ich. Ja, Also, safe, der schaut sehr gesund aus, der junge Mann. der ist schnell, weil so die Sprinter, so ein Sprinterkörper. Ja, brutal. Wen darf ich da noch sehen? Jetzt haben wir vielleicht 3 noch. aktuell, oder? Frau vielleicht noch. Oh. Ja, da beißt sich komplett aus. Das Vanessa Mai Zeit, die als Frau, als Deutsche. Ich habe gerade was anderes denkt. Ja, schon, also ja kroatische Wurzeln, Kroatische. aber. Nicht polnische? Nein, ich glaube kroatisch. Okay. Aber. Ja, Vanessa Mai einfach nur, weil ich hoffe, dass die Aufnahmen irgendwann einmal catchen wir sind. Waldbrunst. Ja, schön. Ja. Ich glaube, Vanessa Mai scheißt wäre.
Ich glaube auch, ja. Ja, Das ist gut so, das ist schön. Das ist super, das zeugt ja davor. Nein, ich glaube, dass die einen sehr sauber und ich glaube, dass die ja immer einen Glücksschiss hat. Ja, muss. Also bin ich mir sehr sicher, Ja, ja. da die Haus und Hof verwenden. Ja. Alles. Ja. Alles. Ja. Und noch irgendeine Frau. Und Merkel. Merkel, wow. War zwar sau schade, wenn es verliert, aber ich glaube, dass die diplomatisch da stark war. Und vielleicht kannst du das ganze Spiel drehen und dann. Ja, passt. Ja, machen wir jetzt nicht nochmal. Also, geht, war Ja, Team- wir machen wir Teamleistung, gemeinsam. ja. Ein bisschen. Wir haben einfach noch ein paar Bälle zugeworfen. Es gibt ja in jeder Nation brutale Opfer, aber welches europäische Land hat die meisten Opfer? Es gibt wenige europäische Länder, die ich gar nicht mag. Nein, Holländer sind schon Opfer, aber lustige Opfer. nein, Saufen gern, sind sehr laut. nein. Den kann ich am wenigsten anfangen. Österreicher mag ich. Ich glaube, so klassische Opfer sind wir schon spitze. Das hätte uns eigentlich jetzt auch bei uns gesehen. Also vor allem heute im Norden, also bald 2 Reihen aufgegessen und in der Mitte speziell. Ja. Ja, also was? Europa oder auch Europa. Ja, also, Engländer auch ab und zu teilweise. Sind schon Aber es sind Opfer. nicht immer in der, es sind keine Sind schon, nein, Europäer. das sind schon ziemlich. Ja, Gott! Franzosen. Ah ja, oh! Oh, fuck. da hätten wir uns jetzt richtig Das war, jetzt, damit, ja. das war knapp. Ja, nein, ganz klar, Franzosen sind richtige Opfer. Ja, Also, können gut kochen und die netten Franzosen sind sicher cool. ja, Napoleon, straffer Typ. ja. Aber sonst seid ihr richtige Opfer. Aber- offense. Revolution haben sie durchgespielt. Super gemacht. Ja. Ganz stark. Wer sind die größten Schwachschwaber? Ich glaube, wer wenig saufen kann, also die Franzosen trinken halt auch gern Wein, also die Ja. sind schon, ich glaube, dass jeder Mensch sauft gern. Aber ich weiß nicht, wozu. Ja, doch auch ich glaube, Franzosen wollen nicht. Stellen wir schon. Sind jetzt Ich nicht so, glaube, was du sagst. dass die nicht, also geht es um Europa, oder? Ja. Nein, ich glaube auch, dass die trinken mal viel zu gediegen. Ja. Ja. Und ich meine, Schweden oder so, weil sie dann auch einen Grund haben, dass der Alkohol so teuer ist, werden sie wahrscheinlich aus diesem Grund. Ja, Wenn's einer wichtig außerdem war. sind sie auch Wikinger. Ja. Also von dem her. Ja. Ja, nein, bleiben wir doch bei den Franzosen, Ja. ganz unkompliziert. Ah, weißt du was? Belgien. ja, gut, aber. Ja. Wobei Belgier scheinbar bekannt sind für, ich glaube, viele behaupten, dass Belgier das Bier erfunden hätten. Ja. Aber Ihr dürftet jetzt eine Nationalhymne schreiben. Macht ihr es? Wie würdet ihr vorgehen? völlig. Ja. Die deutsche schreiben, oder die bayerische, da die gerne Ja. schreiben, also schöne Hymne, aber da wird ein bisschen moderner, ein bisschen peppiger Ja, und dann völlig. Four to the Floor rein. Ja, voll. Und Ja. dann, Das Quetschen im Hintergrund. ja, Refrain 3 Wörter. ja, Voll Bayern. Döp. ja, und halt dann das Ganze nach 2 Minuten ist auch Schluss Ja. und tanzbar machen. Warum Ja. nicht? Warum nicht? Nein, musst du mal mitgehen mit der Zeit. Wie viel Remix von Gott mit dir, du Land der Bayern gibt's? Weiß ich nicht. Aber mindestens 3, schätze ich mal. Na so gut, gut aber wahrscheinlich ich gemacht. hätte immer noch gemeint, dass ein Prosit unser Remix viel besser okay. Ich habe gemeint, dass ich damit Ja. das Rad komplett neu erfinde, aber ja. Ja. Was ist das schlimmste deutsche Schimpfwort, das es gibt? Also ich finde, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich Ausländer war, glaube ich, dass ich Fotze schon mit am aggressivsten anhören. Du Unhold. Der Unhold, ja. Ja, du Fotze, oder Hurensohn trotzdem. Ja. Also ja, Hurensohn hört sich, also es ist ein Ah, Fotze kannst du Fotze, richtig ja. schön. Also ich finde, wenn die ist anscheinend so ein Engländer-Ding mit Kant, Ja, die das sagen, das hört sich schon einmal massiv auf für, Ja. eine lächerliche Ja, Sprache. Ja. Na, ist anscheinend für Amis auch sehr verstörend, dass Engländer das so oft sagen. Kant. Kant, ja. Okay. Ja, ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt, aber ich habe sehr lange nicht gedacht, dass Kant Schwanz heißt. Also, ich habe einfach nicht gewusst, dass Kant Muschi, also Fotze heißt. Also du hast gedacht, Kant hast Schwanz? Ja. Ah, okay. Sehr, sehr lang, weil für mich klingt Kant nach Schwanz. Ja. Nice Cock. Ja. Oder Penis. Ah. Dick. Geht da. Schau dick. Selber Kant. dick. Kant, das ist. Autsch, ja, weiß ich. Das war schon oft genug gesagt. ja. Ja. Aber halt mit dem Licht hast du Glück. Ja, Ja. schauen wir mal. Was steht diese Woche noch an? Ich fahre nach Südtirol. Ja.
Da darf ich mit meinen 2 Lieblingsmenschen auf der ganzen Welt mit Machine Gun haben und der Sabrina eine Hochzeit filmisch begleiten. Ich freue mich sehr drauf. Das wird cool. Ja. Und dann werde ich am kommenden Dienstag sehr, sehr geil zum Dropkick Murphys Konzert gehen und mich da auch wirklich gottlos besaufen. Ja. Und was sau ärgerlich ist, wir waren eigentlich zu einem richtig, richtig geilen Event eingeladen gewesen am Mittwoch zum Felix Moore, der hat eine Release-Party, oder? Ja. Und es ist tatsächlich, das ist das Schlimme, weil wir machen zwar Musik, aber halt auch Film. Ja. Und daher ist da am Mittwoch jetzt, was auch sauftechnisch natürlich spannend wird, aber muss ja gehen. Ja. Ja, liefern, das ist sehr nervig. Dadurch, dass wir da 5 Stunden hinfahren, lasst sich das nicht vereinen. Ja. Sorry, Felix, falls du das siehst. Aber hört euch alles ein neues Album oder Kommt Song. Dann, raus, glaube ich. Ja. Also bin ein großer Fan von Felix Moore. Und wenn ihr schon auf Spotify seid, am Freitag kommt Sommer raus, unser neuer Sommersong. 0 Uhr, also von Donnerstag auf Freitag um 0 genau. Uhr. Ja. Musikvideo wahrscheinlich erst eine Woche später, falls wir uns machen. Ja. Wissen wir noch nicht. Ja. War's das schon, oder? Das war's, ja. War doch eine nette Folge. Auf jeden Fall. Schau mir nicht so passt. Laura? Was ein Laura für mich ist? Ein Wort nur. Ein Wort für Laura. Oder, warte, okay, machen wir es einfach. Laura, Sexiness 1 bis 10 im Schnitt. 7. Hätte ich ja gesagt. Fast 8 Laura ist ein Name. Ja. Lenas gebe ich eigentlich, also ich kenne fast nur scharfe Lenas. Michi. Da die 8 in 10. Ganz kurz zu uns, also Michi, es gibt fast nur geile Michis. Tobi, es gibt fast nur Hurensöhne. Tobi ist wirklich, das ist echt irre. Also der einzige Tobi, den ich richtig gern... anders gesehen. Hä? Bei den wilden Kerle war der Antagonist am Michel. Ah, okay. War es der dicke Michi? Der dicke Michi, ja. Na, der einzige, also ja, wobei stimmt gar nicht, ich kenne 2 Tobis, die ich gern mag. Also ich kenne einen Michi, der ist... Ja, stimmt, ja. Ja, nein, passt schon, ja. Gut, haben wir das, gell? Ja. Dann hat die letzten Worte immer der wunderbare Halle. Danke.